Tja, Freunde, nun beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Hier zurück bei Anno 117. Pax Romana, die Kampagne mit Marcia. Übergabe des Flaggschiffs, liefere Kalüt am Flaggschiff zur Konfiszierung und auf dem Weg nach Albion eine Schiffswerft bauen. Ja. Was könntest du denn benötigen? Ja, ist es ja. Nimm's doch einfach. Arschloch. Hä? Wo ist denn der jetzt? Ist das der hier unten? Ja, mein Gott, dann machen wir das halt. Also bauen wir mal eine Schiffswerft, ne? Was ist denn das jetzt? Schreine. Schreine preisen die Götter und bieten in der Nähe Vorteil. Höhe plus 1, Gesundheit plus 1. Das ist aber ein großer Schrein, ne? Müsste eigentlich ein Haus weichen, ne, wenn wir ehrlich sind. Fehlende Ausbaukosten, ne? Was ist denn das? Ja, ist gut, ich hab's gesehen. Darf ich bitte wissen, was es ist? Okay, einfach irgendwas, was ich theoretisch bauen könnte, aber noch nicht kann oder wieder was. Ein Hafengebiet und kein Haufengebiet, ne? Ja, wo mache ich nicht hier, ne? Wollte aber schon das Ding, dann bauen einen Hafen mal hier, komm. Fettes Teil, ey. Na gut, du brauchst noch ein Boot, aber beeil dich. Wie großzügig von ihm. Deine Stadt ist beeindruckend, aber ein wenig Sinn für Ästhetik wäre auch nicht verkehrt. Schnauze, Ben! Was bist denn du hier für einer? Aber ja doof von der Seite an. Frechheit aber auch. So, ein Segel machen, aber will noch gar keinen oder was? Krass. Irgendwie. Mir ist zu Ohren gekommen, dass er Geld von dir verlangt hat. Für die Feier. Hier. Ich hoffe, das ist genug. Ich würde sogar behaupten, es ist viel zu viel, aber naja. Okay, wir sind noch im Hafengebäude, also machen wir noch eine Segelerei. Wow, 3 Segelmacher für einen Schafshof, auch nicht schlecht. Ja, was ist denn los? Nicht, Prätor. Ave atque valle, Praetor Titanius. Während du dich auf deinen gepulserten Kissen ausgeruht hast, ist das Reich im Chaos versunken. Sei dir bewusst, dass die schamlose Faulheit, die unter Lucius gebilligt wurde, unter meiner Herrschaft nicht geduldet wird. Aber nun, da du nach Albion verbannt wurdest, werden wir sehen, welchen Schaden du so anrichten kannst. Du sollst wissen, dass ich mein Prätion nicht erlaube, vom Bett aus zu regieren. Ein wahrer Prätor wird die Kontrolle über diese widerspenstigen Inseln zurückerlangen. Du wirst dem Befehl Folge leisten, aber wenn ich dir sagen muss, dass die Verwaltung des Orts fürchterlich ist. Sollst du Erfolg haben, werde ich vielleicht davon absehen, dich den Löwen zum Fraß vorzuwerfen. PS, ich erwarte, dass du all deine Sklaven in dein Haus mitnimmst, insbesondere deine Frau, die so freundlich zu werten Julia ist. Befehl des Kaisers Cneus Firmius Calidus.
Es ist ein Brief für dich eingetroffen. Ich meine, er trägt das Siegel deines Vaters. Oh. Ein Brief, der deinen Namen trägt. So, warte mal, wir waren hier hinten mit dem Schafshof, ne? 2 Stück habe ich ja, das müsste eigentlich auch reichen, ne? Also weiterhin. Ja. Ein Schwein reicht auch noch, perfekt. Widerspenstige Insel, das klingt ja eigentlich gut, ne? Das klingt ja schon ein bisschen so, als würde es herausfordernder werden, als hätten wir eben auch ein paar Gegner, andere NPCs und so, ne? Was soll er für ein Ding bauen? Hä? Pentakonter bauen. Wo ist denn der? Sehen für mich irgendwie alle gleich aus. Der hier. Zivilist 1. So, warte mal, das ist der Name vom Schiff, hä? Was ist los? Meine Tochter, Marcia Tertia. Wenn dir dieser Brief erreicht, bist du bereits verheiratet. Ich beglückwünsche dich dazu, deine weibliche Pflicht anzunehmen. Ich hoffe, dass du weiterhin ein gutes Beispiel für deine Schwestern abgeben wirst. Viel Glück und Erfolg. Nach Juliana in Latium an Marcia Titania von Decimus Naucratius Nerva, Prätor von Ägyptus. Ägyptus? War das irgendwie eine Anspielung im Season Pass, der angekündigt wurde von erstes Jahr, für 2026, sollte beim 3. DLC soll es nach Ägypten gehen. Oder zumindest Inseln geben, die an Ägypten angelehnt sind. Adressiert an die Frauengemärchen der Villa des Prätors. Geh und hol den Prätor. Schnauze! Oh, der Zeitpunkt dafür hätte wirklich nicht schlechter sein können, Herrin. Für was genau? Den Tod des alten Kaisers? Oder dafür, dass sich der Neue aufführt, als würde ihm alles gehören? Ich schätze mal, ihm gehört wirklich alles. Denn eins kann ich dir sagen. Die letzten Tage waren alles andere als schön. Und ich habe das Gefühl, es wird noch schlimmer. Oh, wenn ich ein wenig Zeit hätte, könnte ich mich vielleicht an potenzielle Verbündete wenden und jemanden finden, der dich aufnehmen könnte. Zumindest vorübergehend. Das weiß ich zu schätzen, aber ich will mich nicht mein Leben lang verstecken müssen. Sehr wohl, Herrin. Es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Mir auch. Liebe sein Flaggschiff zur Konfiszierung, ja, ist er da, oder? Wir erwarten deinen Befehl. Ich muss jetzt nachher irgendwie hier alles zurücklassen. Ist hier alles im Arsch nachher, oder wie darf ich das verstehen? 9 von 10 Segel dauert echt lange, ne? Mäh. Es tut dir gut, eine Sardine zu essen. Salve. Hat die Forschung so? Die Forschung ist dabei. Okay, immerhin etwas. Freiwillige Wachsamkeit, das wäre vielleicht etwas fürs Nächste, ne? Ja, sollte mich doch schon mal auch darum kümmern. Ich hatte das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen mehr kriegerisch werden, ne? Oh, was ist denn hier los? Also Flussplätze, da dachte ich, hey, die Flaggen und so, die gehen nicht mehr so auf dem Schirm. Das so aussehen. So, aber langsam genug, ja, wir haben genug.
da theoretisch auch so ein Legio-Ding bauen, aber er sagt explizit, ne, bauen wir so eins. Wobei, wenn ich schon dabei bin. Doch, Penteconter, warte mal. Ah, Penteconter hier auch, hä? Okay. Also es ist beides eigentlich dasselbe, nur es eint dann noch ein bisschen Feuerkraft dazu. Okay, dann mein Schiff liefern. Ja, das kann noch ein bisschen warten, ne? Ich hab's nicht so eilig, ehrlich gesagt. Ja, Baldur macht auch anhand von Der Bau unseren... eines Schiffes ist abgeschlossen. Das ging ja verdammt schnell. Macht das sonst Sinn, ne? Wenn man die Umstände bedenkt, kann sich dieses Schiff wirklich sehen lassen, Ere. Ja, Ben finde ich auch. Mir gefällt es auch. Die Schiffsbauer haben sich allerdings nach Titanios erkundigt. Da hatte ich keine gute Antwort parat. Lass uns ein andermal darüber sprechen, Herren. Der Kaiser hat seine jüngsten Befehle verlauten lassen. Mhm. Was ist eigentlich mit der Tochter? Okay. Jetzt ist Lucius tot und das ändert natürlich alles. Die Familien haben auf den Wiederaufbau von Latium gesetzt. Was sagst du dazu? Ja, war der nicht mit dem alten Kaiser so dicke? Naja, zumindest dieser... keine Quasselstrippe. Was könntest du denn benötigen? Gut. Alles, was mit Steuergeldern bezahlt wurde, ist Gegenstand einer gründlichen Untersuchung. Darunter auch dieses Schiff hier. Du bist also Marcia Titania. Hast du vorher nicht erwähnt. Hol deinen ach so tollen Gatten und sag ihm, er soll seinen knochigen Hintern nach Albion bewegen. Was? Sammle mit deinem neuen Schiff die Elefantin von Calidus ein? Er besteht darauf, dass sie mit nach Albion... Elefantin? Ich habe gehört, du warst da, als Lucius zusammengeklappt ist wie ein morsches Baugerüst. Fandest du das nicht verdächtig? Puh, keine Ahnung. Mir schien, dass er einfach keine Luft mehr bekommen hat. Er war nicht mehr der Jüngste. Interessant, denn ich habe gehört, dass seine eigene Familie ihn umgebracht haben soll. Ein Leben voller Lügen. Man erzählt sich, seine Tochter habe lautstark gegen ihn intrigiert. Die Leute erzählen viel, wenn sie glauben, dass andere es hören wollen. Mein Kaiser. Ich mag deinen Ton nicht, Mädchen. Wenn du mir etwas verheimlichst, wird das übel für dich enden. Und jetzt geh und mach, dass Titanius verschwindet. Das ist nicht weiter schwierig. Ja, was ist ein Elefant? Ah, hier, das Ding oder was? Wir warten. Ja, ich auch. Jo, dann Freunde, mal sagen, müssen wir hier langsam mal sicher Arrivederci sagen, ne? Schade irgendwie. Ich brauchte mal eine kleine Stadt. Mein Mann sieht in seinen Sandalen manchmal aus wie ein Soldat. So, dann genug von Liberty-Arbeitskräften. Ich hoffe, jetzt passt hier alles und ihr kommt ohne uns aus. Arrivederci, Sayonara, Lavandula, wieso hat wir immer noch zu wenig? Hallo? Moment.
sehr viele. Ist ja der Wahnsinn. So, hier habe ich Reproduktion angehalten, ne, haben wir sowieso zu viel. Okay, dann passt das. Hier oben ist auch gut. Boot haben wir sowieso zu viel. Können wir ein bisschen mitnehmen, ne? Was ist eigentlich schon wieder los mit der Liberty-Arbeit? Wieso habe ich immer so wenige? Wenn die Leute plötzlich krank oder hauen ab oder was ist los? Aha. Macht schon eher Sinn. Das Zirpen der Grillen beim Heiligtum vertreibt düstere Gedanken. Mhm. Was sollen wir denn mit einer ausgewachsenen Elefantenkuh? Ich glaube ja kaum, dass sie seetüchtig ist. Wo ist sie überhaupt? Das ist sie nicht. Salve, Prätor. Ich glaube, Kaiser Kallidus will damit symbolisch erneut seine Macht in Albion demonstrieren, Ere. Ähnlich wie mit dem Elefanten, mit dem Kaiser Servius Julius Albus die Kelten in Grund und Boden gestampft hat. Matrosen, vorwärts! Na dann. Prima. Damit werden wir bestimmt keinerlei unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Nö, wie auch. Sehr komisch, Herrin. Er lacht dann später. Latrinen, kann ich bitte mal jemand säubern? Dankeschön. Hübscher Brunnen. Villa des Prätors, naja. Du bist Das war mal die wirklich Villa ein des kleiner Prätors. Feig, was? Verschwinde. Ich bin ja schon dabei, jetzt chill mal deine Nuggets, Junge. Neptuns Schiff ist bereit. So ein Neptun-Schiff, das heißt doch Fulvia. Dann machen wir ein bisschen schneller hier. Mitnehmen wir das Baumaterial, zum Beispiel Bretter. Ja, Bretter, Ziegel würde ich gerne mitnehmen und dann, ja, gucken wir mal, ne? Werkzeuge und so brauchen wir nicht, also keine Ahnung. Festina Lente. Wir warten. Ach, die eskortieren uns auch noch. Nö, dann noch nicht, Freundchen. Questziel, ja, ich würde schon meinen, ne? Optionalen Abschied ohne Ausreden, hä? Ah, ja, das macht Sinn. Ja gut, nehme ich halt nur ein Bretter mit, ne? Weil ich habe bei dem Schiff jetzt nicht so viel Platz noch. Aber ich glaube, ein paar Bretter reichen schon. Ziegel und so, oder auch hier die Kohle, die sowieso gerade sinkt. Die sind vielleicht für später noch etwas. Kohle. Ja, ne, die letzten 2, 3 Folgen sind schon ein bisschen storylastig, aber naja. Gehört halt auch dazu, nicht wahr? Also das Flaggschiff gefiel mir besser, das war ein bisschen schneller unterwegs. Was ist überhaupt? Weg, ne? Da haben wir schon wieder verschrotten lassen. Was für ein Angeber. Wo steckt der alte Knacker? Noch am Schnarchen? Dann weck ihn gefälligst oder ich mache es und schleif ihn splitternackt zum Kai. Ich hätte nie gedacht, dass mir der alte Kaiser mal sympathisch Wir wird. erwarten deinen Befehl. Ist ja gut, wir hauen ab. Zuerst muss ich mich aber hier noch verabschieden. Durch die Welle. Und dann gehen wir halt.
Also auch hier in Richtung Forschung sind wir soweit schon ready. Ne? Genau, jetzt ist die Frage, was nehme ich da jetzt noch? Rüstung schmieden kann eigentlich nie schaden. Provisorische Castra, Feldlager, gestampfte Erde. Nehmen wir mal das Ding noch. Wer weiß nicht, was uns in Albion alles erwartet, ne? Auf Wiedersehen, Julia. Es tut mir wirklich leid. Mein liebes Mädchen, du musst kein Mitleid mit mir haben. Im Gegenteil, ich bin es, die sich entschuldigen sollte. Du wurdest in meiner Gegenwart belogen, und zwar nicht nur einmal. Ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich dir nicht gesagt habe, dass Titanius tot ist. 2 Wochen vor der Hochzeit rückte ihm ein Fieber zu Leibe. Wenn wir seinen Tod öffentlich gemacht hätten, wäre Kalidus der Posten sicher gewesen. Lucius war verzweifelt. Er brauchte diese Provinz. Und mehr als alles andere brauchte er Zeit. Die Hochzeit war sein Weg, Titanius am Leben zu erhalten. Sein Ziel war es, die Provinz wieder aufzubauen und mich für die Zukunft abzusichern. Aber dich hat er nicht eingeweiht. Ich flehte ihn an, dir zu vertrauen, aber er wollte nicht hören. So viele Lügen. Aber eine gute Sache ist dabei herausgekommen. Du, Marcia, du warst ein besserer Prätor, als es Titanius jemals gewesen ist. Seine Beweggründe mögen egoistisch gewesen sein, aber Lucius hat dir Macht verliehen. Und ich habe gesehen, wie du daran gewachsen bist. Ich will nicht, dass man dir das wegnimmt. Also, hier mein Rat. Du musst Titanius am Leben halten. Sag niemandem, dass du eine Witwe bist. Tritt an seine Stelle. Erfinde Ausreden. Ich verstehe, was du sagst, aber ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, was die Leute denken. Nicht in Albion. Marcia, Albion ist nach wie vor ein Teil des Reiches. Eines Tages wirst du nicht nur nach Juliana zurückkehren, sondern es auch zurückbekommen. Aber bis dahin musst du überleben. Kalidus würde eine Frau in deiner Position niemals akzeptieren. Und andere ebenso wenig. Täusche sie und bleib am Leben. Und möge Minerva dich behüten. Das hoffe ich auch. Gut, haben das auch gemacht. Ich glaube, sonst sind wir hier durch, ne? Questbuch, haben wir da sonst auch nichts, ne? Das Archiv, aktiv ist nur das. In Latium, ja, dann gehen wir halt, ne? Ich habe so viel Zeit drin investiert, alles für die Katz. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein scheiß Ding sein soll, was wir da fehlt, das Baukosten. Keine Ahnung. Naja, wir werden es hier immer mal sehen können. Aber ja. Freunde, wir müssen uns hier von Latium und allem, was wir schon aufgebaut haben, verlassen. Aber eines Tages gehen wir zurück, allein schon um das Ding mit aufzubauen, logischerweise. Ich hoffe es zumindest. Stehst du hier immer noch rum, Mädchen? Geh und hol den Prätor. Ja, haben wir gemacht. Wir können los. Komm. Bereit. Weg hier. Mein Name ist Marcia Titania und ich lebe eine Lüge. Ich nahm den Platz eines Toten ein. Ja, jetzt macht das Sinn. Ans andere Ende der Welt verbannt, jenseits aller Zivilisation. Land in Sicht. Denk an unsere Abmachung. Bitte, Herrin, das ist nicht angemessen. Und wer bist du? Wohl kein kaiserlicher Bote. Pentekontere, was soll das? Wo ist der Kapitän? Ich bin Gaius Titanius,
Prätor. Titanius, ich hörte, du seist krank. Sehr krank. Oh, die frische Seebrise wirkt Wunder. Er ist ein neuer Mensch. Das sehe ich. Und du hast eine lukanische Kuh an Bord. Einen Kriegskoloss. Der Kaiser sagt, er soll darauf reiten. Auf keinen Fall. Das muss ein Missverständnis sein. Komm. Ich stelle dir das Oberhaupt der Kappel vor. Corvinus, ich kann keine Steuern zahlen, wenn die Skaha meine Pferde klauen. Manx. Neuigkeiten aus Latium. Neuer Prätor. Ave, Häuptling. Manx Anctius, doch. Was ist das für ein prachtvolles Tier? Welch ein langes Gesicht. In der Tat. Hör zu, Titanius. Hinter den weißen Klippen sind 2 Inseln. Ein Außenposten auf einer davon würde den Limes erweitern und uns Unterstützung gegen unseren Feind, die Skaha, bieten. Sei vorsichtig. Sie wird dich beobachten. In deiner Stadt ist ein Feuer ausgebrochen. Was? Tolle Begrüßung. Rastlose Räuber durchstreifen diese Meere. Wenn hier jemand freundlich ist, dann sicher nicht sie. Nebel? Ins Ungewisse. Besiedlerinsel Saltschlick oder Besiedlerinsel Krakmur? Das war knapp. Ich fürchte, der Prokurator ahnt bereits, dass etwas nicht stimmt. Ich halte es wirklich nicht für klug, ihn anzulügen. Du könntest die einzige Person verprellen, die noch Beziehungen zum Reich pflegt. Du meinst die einzige Person, die mich an den Kaiser verraten könnte. Ben, es tut mir leid, dass du das machen musst. Ich kann's einfach nicht. Du weißt schon. Die Wahrheit offenbart sich gerne zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Vielleicht denkst du noch mal darüber nach, ob dieses Geheimnis nicht so brisant ist. Und wenn schon. Denkst du, ich warte, bis sie mich in einen Tempel sperren wie Julia? Oder mich dazu anhalten, den Prokurator zu heiraten? Nein, danke. Nur weil ich ihre Spielchen mitspielen muss, muss ich mir noch lange nicht meine Züge diktieren lassen. Da du uns allen hier einen Gefallen tust, wird die Schatzkammer von Klippenfurt diese erste Gebühr in deinem Namen entrichten. Dankeschön! Ja, wir können wieder von vorne anfangen. Oh, Gottes Willen, ne, Besiedlerinsel da Besiedlerinsel. Wieder gesperrt. Nein, nicht der Schrein. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Ja, das sieht etwa ähnlich aus wie hier, ne? Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Kleinvogelpopulation. Und die ist Färbpflanzenbau, die ist vegan, ne? Sagen wir es mal so. Welche Insel kann man besser anbauen, ne? Ja, viele Sümpfe. Sumpfplätze. Mhm. Okay. Ich habe vorhin gesehen, hier sind irgendwelche Schiffe, die auf uns warten. Das sieht nicht gut aus. Sumpfplatz auch noch. Hm. Halt eher, sag jetzt mal, kleiner, flacher. Noch ein bisschen mehr Berge, ne? Wäre die Insel sogar besser. Wir warten. Im Endeffekt spielt es keine große Rolle, welche Insel ich nehme, aber ey. Ja, guck mal, ne? Mu und raus bist du, ne? Zeitler würde aber sagen, passt sowieso perfekt, wenn wir in der nächsten Folge in Albion komplett durchstarten können. Kriegsgelder. Der Prokurator erklärte, dass das Kalidus-Geld beiseite gelegt hat, um die Mission nach Albion über Wasser zu halten. Der neue Kaiser hatte eindeutig nicht damit gerechnet, dass du so gut vorbereitet eintrittst, aber der Prokurator würde niemals das Geld an und für sich behalten. Mit 10.000 Danieren an? Ja, wieso auch nicht? Ich schreibe es in meinem Bericht. Ja, knapp und verabschiedet sich. Wir Weiter. danken dir, Prokurator.
Ehre. Ehre. So, machen uns hier auf den Weg und werden das Ding mal hier besiedeln und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ob wir überhaupt da halt ankommen, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich hoffe, es läuft alles gut. Ne? Hier haben wir einen Kriegsschauplatz. Ein Ne? Quartier mit ihrem Kontubernium, jeweils zu 8. Da tut man, was nötig ist, damit die Stimmung nicht kippt. Da hat er recht. Ja, wir ansehen, ne? Das war offenbar neu. Religion. Gibt es hier natürlich auch neue Dinger, ne? Also, muss nicht sein, aber könnte. Forschung. Ist noch im Gang oder ist jetzt gestoppt? Ich glaube gestoppt, ne? Weil wird sowieso ein bisschen schwierig sein, was zu forschen. Da ich ja keine Leute habe, die irgendwelches Wissen ansammeln könnten, ne? Das ist natürlich doof. Ja gut. Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Hier weitermachen, sprich uns in Albion ansiedeln vor allem. Das klingt nach Spaß. Oh Mann, oh Mann. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.